Grüß euch miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama, heute aus Bern. Das sind die Top-Themen in unserer Sendung. Konzert oder auch Theater im Kinosaal, das ist in Meiringen geplant. Psychische Probleme sind kein Tabuthema mehr und gleich braucht es in diesem Bereich noch Arbeit. Und der SC Unterseen Interlaken, der steht mit dem Rücken zur Wand. Wir reden mit dem Trainer. Jetzt aber zuerst noch aktuelle Meldungen, kurz und kompakt für euch zusammengefasst. E-Zigaretten sollen in Zukunft durch Tabaksteuer mit einberechnet werden. Die Steuer soll am geringeren Schädlichkeitspotenzial von E-Zigaretten Rechnung tragen und dementsprechend tiefer sein als bei klassischen Zigaretten. Mittels Datenanalyse bis in die Quartiere raus will das Bahnunternehmen BLS und SOP sowie Postauto und der Kanton St. Gallen die Leute auf den Geschmack vom öffentlichen Verkehr bringen. So soll längerfristig der Mobilitätsanteil vom öffentlichen Verkehr von 21% auf 42% erhöht werden. Neu sollen die Gemeinden für die Umsetzung und für den Unterhalt von Mountainbike-Strecken zuständig sein. Der Kanton will zum Teil die erstmaligen Investitionskosten sowie die Signalisierung übernehmen. Kino Plus. Das ist die Antwort aus Meiringen auf das Kinosterben. Das Plus bezieht sich in diesem Fall auf einen Kinosaal, der in Zukunft anders gebraucht werden soll. Unter anderem für Konzerte oder auch Theater. Der Förderverein Kino Meiringen erklärt das Projekt noch etwas genauer. Das Kino hat eine lange Geschichte. Angefangen hat es mit der Familie Schönbucher, die in den 40er Jahren beim Bau von der KWO bei den Stauanlagen hat Filme gezeigt für die Bauarbeiter dort oben. Nachher hier in Meiringen im Hotel Weißes Kreuz damals im Saal Filme gezeigt hat und nebendran schlussendlich 1945 das Kino gebaut hat, das 1946 eröffnet worden ist. Kino Plus ist eine Antwort auf das Kinosterben rundum. Wir stellen uns vor, dass aus dem Kino soll ein Kulturraum werden, der auch offen ist für andere kulturelle Ereignisse, weder ausschließlich Kino. Ich sage mit Absicht nicht nur, aber Kino soll die Hauptattraktion bleiben von dem. Darum Kino Plus und nicht Plus Kino. Und wir haben gefunden, wir müssen hier Kulturangebote zeigen wie Kleinkunst, Theater, Komik, Konzerte und so weiter. Und für das braucht es eine andere Bestuhlung. Und darum haben wir jetzt hier schon die Stühle rausgerissen da vorne. Der Boden muss ausgeebnet werden. Das hat jetzt ganz eine andere Bestuhlung gegeben, auch mit Tischchen, so vielleicht so ein bisschen Bistro-ähnlich. Ich habe schon gemerkt, bei den Besucherinnen und Besuchern, die wir hier haben, dass die ihnen das gefällt, so wie das jetzt aussieht, und die Veränderung, der stehen sie positiv gegenüber. Sie kommen rein und sagen, hier sieht es ja ganz anders aus. Und dann erkläre ich alle ein bisschen vor dem Film, oder wenn sie reinkommen und sich da setzen, was wir vorhaben. Und ich muss sagen, ich erfahre immer wieder Zuspruch und Begeisterung. Oh, das ist jetzt eine gute Idee. Nach dem Kino reden wir jetzt über etwas, das kein Tabuthema mehr ist: psychische Probleme. Betroffene die suchen sich heute viel schneller mal Hilfe, als das noch früher der Fall war. Und gleich braucht es in diesem Bereich immer noch Arbeit. Wir reden mit einem Facharzt über das Thema psychische Probleme. Wir haben in der Region hier grosse Mühe, die Region zu versorgen. Das ist auch die Kehrseite, dass sich viel mehr Leute hier Hilfe suchen und eben, dass unsere Welt so viel mentaler geworden ist. Und wir merken auch, dass Hausärztinnen und Hausärzte früher sich noch ganzheitlicher verstanden gefühlt haben und Psyche mehr abgedeckt haben. Das ist heute vereinzelt immer noch so, aber es gibt auch Hausärztinnen und Hausärzte, die sind ganzheitlich, aber von hier an nicht sind. Die WHO hat sich zu diesem Thema geäussert und die sagt auch ganz klar, psychische Gesundheit kann nicht nur Domäne von der Psychiatrie allein sein, da braucht es die ganze Gesellschaft. Das heisst also, in der Pfadi müssen Pfadileiterinnen müssen auch eigentlich ausgebildet sein, dass sie psychische Belastungen früher kennen, dass sie ein einfaches Ersthilfegespräch eigentlich allein führen können
Und erst wenn es weitergehende Hilfe braucht, dass dann der Kinder- und Jugendpsychiatrie zum Beispiel zum Zug kommt. Oder auch ein RAF-Berater, die muss heute Fertigkeiten mitbringen. Die meisten Leute, die sich beim RAF melden, die sind in einer psychischen Ausnahmesituation. Die haben in der Regel die Stelle verloren. Und die WHO sagt ja da ganz klar, wie sich ein RAF-Berater verhält, wie geschult sie ist, Leute zu begleiten, die psychisch in einer schwierigen Situation sind, hat höchstwahrscheinlich den grösseren Einfluss als eine Psychotherapie, die dann am Schluss kommt, nachdem die Erschöpfungsdepression eingetreten ist. Ja, und jetzt geht es noch aufs Eis und das ist dünn, könnte man sagen, für den SC Unterseen Interlaken. Nach 8 Runden hat er nämlich immer noch keine Punkte und ist auf dem letzten Platz. Der Trainer vom SCUI, der Stefan Gerber, der bleibt aber optimistisch. Stefan Gerber, Unterseen Interlaken ist punktelos, Tabellenletzte. Wie schüttert seid ihr über den Saisonstart? Ja, wir sind nicht dort, wo wir wollen, das ist definitiv so. Wir haben uns aufgrund von der Vorbereitung und von der Entwicklung, die die Spieler haben gemacht haben, sicher mehr vorgestellt. Werden aber auch nüchtern, dass es halt in der ersten Liga entsprechend etwas braucht. Es nützt dir nichts, am Schluss knapp vielleicht verloren zu haben. Auf der anderen Seite, wie man im nächsten Spiel geht, klar mit 10-0 als Beispiel gegen Luzern. Und ich glaube, der Mannschaft wäre so gerecht und würde eigentlich den Bemühungen, die sie machen, auch gerecht werden, wenn man vielleicht den einen oder anderen Punkt noch einfahren könnte. Aber im Moment ist es nicht so. Wir haben trotzdem die Moral nicht verloren, wir sind eigentlich immer dran. Die Mannschaft ist also in dieser Form intakt, aber uns fehlt der berühmte Halbmeter für mal entsprechend zu punkten. Es hat einige Abgänge in der Saison. Ist die Mannschaft lenkt die qualitativ oder ist sie schlicht einfach in dieser Form schwach für das Bestehen? Ja, das kann man auf 2 Seiten anschauen. Auf der einen Seite, wie gesagt, haben wir Matches, die sehr eng verloren gegangen sind, wo man unter Umständen mit dem nötigen Glück oder aber auch mit der Erfahrung vorne vielleicht einen Punkt holen. Auf der anderen Seite müssen wir jetzt die Spiele anschauen, die wir jetzt haben. 8 Spiele, 0 Punkte, fehlt eben schon noch etwas. Und die Mannschaft entwickelt sich, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich bin guter Meinung, dass wir im Verlauf dieser Saison, Wochen und Trainings, die wir noch haben, aber auch Spielpraxis, die die Spieler müssen haben, sicher noch einen Schritt machen können, definitiv. Und wie weit es dann lenkt, keine Frage. Aber wir stellen ein Spiel um das andere voraus. Und dementsprechend haben wir noch nicht irgendwie über ein Saisonziel oder planen jetzt schon irgendeine Abstiegsrunde oder was, sondern wir probieren, die Entwicklung in den Vordergrund zu stellen. Aber die Tatsache ist, wenn es so läuft, wie es jetzt ist akute Abstiegsgefahr. Habt ihr Angst, dass es nicht gut kommen am Schluss? Ja, Angst. Man muss mit dem rechnen. Ja. Wir haben das grosse Glück, sage ich mal, dass vom Modus her eine Abstiegsrunde nochmal bei 0 startet. Und das Ende Jänner, Anfang Februar. Und ich hoffe schon, dass wir bis dann spätestens noch den einen oder anderen Schritt eben gemacht haben und anders gegenüber den 3 Mannschaften, die dann auch noch mittun können, gegenübertreten, als wir das vielleicht heute im Moment könnten. Aber es wäre ja sehr tragisch, wenn der SC Unterseen Interlaken als ehemaliger Amateurmeister in die Zweitliga verschwinden. Das ist definitiv so. Das schlägt, die Band hat gesagt, kein Geiss fort. Das will auch niemand, auch für das Umfeld, auch für mögliche Partnerclubs und so weiter, wäre das sicher nicht gut. Aber die Konstellation ist im Moment sicher nicht rosig. Ja. Aber ihr seid noch zuversichtlich, dass ihr das Szenario verhindern könnt? Das bin ich absolut, ja. Ja, und jetzt noch zum Wetter. Im Moment ist es ja sehr schön, blauer Himmel, fast keine Wolken. Und ob das so weitergeht in den nächsten Tagen, das sagen euch jetzt gerade unsere Experten von Meteo News. So viel für heute. Mehr spannende Artikel findet ihr auf unserer Webseite jungfrauzeitung.ch und uns gibt es morgen Abend wieder. Schönen Feierabend wünsche ich euch. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau Zeitung. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Ihrem Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. In der Nacht auf heute Mittwoch hat uns eine Störung erreicht. Die ist den Tag über nach Osten abgezogen und somit hat sich der Mittwoch doch noch von seiner sonnigen Seite präsentieren. Unser Wetter das bleibt hochdruckbestimmt. Mit westlichen bis südwestlichen Höhenwinden wird sehr milde Luft in einen Alpenraum geführt. Ob und wie der Monat Oktober weiter
Und das Ende geht, Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern, das kommt jetzt. Ja, die Nacht auf den Donnerstag geht jetzt klar. Mit Wolkenfeldern über die Bühne bis zum Morgen bildet sich im Seeland Nebel und mit dem grauen Nebel starten wir dann in den Donnerstag. Oberhalb und außerhalb vom Nebel glückt der Start in den Donnerstag sonnig. In Burgdorf starten wir mit 8 Grad, in Bern mit 9 Grad und in Interlaken ebenso mit 8 Grad in den Donnerstagmorgen. Der Nebel löst sich tagsüber weitgehend auf. Der Donnerstagnachmittag bleibt dann meist sonnig mit ein paar harmlosen Schleierwolken. Entsprechend klettert das Quecksilber bis auf 20 Grad, lokal sogar noch mehr. Und die 0 Grad Grenze die liegt auf rund 3200 bis 3600 Metern. Auf den Bergen gibt es am Vormittag einen starken, danach einen mäßigen Westwind. Und in diesem Stil geht es auch die nächsten Tage weiter. Nach dem Motto «Unten grau, oben blau» starten wir im Seeland meist mit Nebelfeldern. Die lösen sich jedoch weitgehend auf und sonst geht der Monat Oktober recht sonnig mit einmal mehr, einmal weniger hohen Wolken zu Ende. Und mit 18 bis 21 Grad bleibt es für die Jahreszeit unverändert und außerordentlich warm. Ja, das war schon wieder von Ihrem Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Herbstzeit. Ade miteinander.